Onze Geschichte schildert die Pilgerreis von ein Port von plottische Mennoniten in Nord-, Mittel- und Südamerika. Unsere Geschichte Nummer 27. Wir vertalen uns ditmaal nach Wada Maya von de oud-kolonische Vertreter in Mexico City 1936 en Fario nach Wada bij de federale regering door am aanhielden dat de president de Mennoniten ihre volle Schulvrijheden nach Wada teruggeven zal. De Mennoniten ihre Vertreter Cornelius Schmidt van de Swift-Current-Kolonie, Abraham Dick en voorsteher Gerard J. Trampel van de Manitoba-Kolonie in Chihuahua en Johan Peival van de Patos Durango-Kolonie werden im Fahrjahr 1936 nach Wada 7 werk in Mexico City. Sie arbeiten door met Hugonatus Taub nach Wada aan dat de Cardenas-regering aan de volle Schulvrijheden nach Wada teruggeven zal, zoals de Obregón-regering aan de 1921 voor Emma versproken had. Einer von der Cardenas-Regierung era in Spaitas, der im Herbst 1934 nur den Mennoniten in Chihuahua geschickt worden war, der hat den Mennoniten gesagt, dass wenn da noch irgendwas anderes wäre, was an in Chihuahua so anrührig mir und von Mexiko wegtreif, als die Regierung ihre nie Schuld setzen, dann würde die Regierung damit handeln. Und die Mennoniten ihre Vertreter sehen der Cardenas-Regierung ditmal, da wir noch was anderes, wo wir in all adelige Familien strikt nach Kanada getrokken wären, und wenn da nicht bald was mit gedonen wird, dann würden da wir noch viel mehr Familien strikt tragen. Auch danach, wenn der Präsident der Mennoniten noch weiter ihre volle Schulvrijheden zurückgeben würde. Sie sehen zu der Regierung, wenn die sogenannte mexikanische Ejidos oder Kleinformer, wenn die wären sollen, die Mennoniten immer Völker überfallen und bestohlen. Dat die bij de Mennoniten so Völker aanbreken. En dat zo'n Banditen in Durango sogar hier und da Frühes und Merkes vergewaltigten. Dat het wirklich so scheint, als wenn viele Mexikaner glaubten, die Mennoniten hadden mit den Schulvrijheden verlieren, auch ihren Schutz von der Regierung nicht mehr anfallen. Dat het ook manchmal te merken weer dat er al viele mexikanische ejidos, agradisten wären, die al damit rekenden en al zeer door no luurden, dat de Mennoniten ihre Wirtschaften verloten und wegtragen sollen, zodat zij die aannemen können. En zo'n lieden erlaubten sich scheinbar al veel driester te zijn met ihrem Mennoniten überfallen und bestehlen. Eine kleine Gruppe Ejidos wird sich an der Manitoba-Kolonie sogar einmal zu versuchen, den Mennoniten das Land wegzunehmen. Sie kämen da einfach dicht bei der Isarbahn auf dem Tolbachschen Vormland und fangen an, einen Tün zu tragen, warum dort vielleicht Land, was sie sich rechnen, zu eignen. Aber als der Vorsteher das bei der Chihuahua-Regierung angemalt haben, dann brachten die Soldaten diese Gruppe Ejidos da bei sich herauf. Sie mussten ihren Tünware wegnehmen und verloten. Und dann endlich, im Juni 1936, gibt der Landespräsident Lázaro Cárdenas den Mennoniten ihre Vertreter Cornelius Schmidt, Abraham Dick, Johan Peival und Vorsteher Gerard J. Trampel schriftlich die Versicherung, dass sie die von der Álvaro Obregón-Regierung gekriegene Schulvrijheden weiter in Fall haben können. En de president versichert deze mannen ook dat hij de Chihuahua en de Durango-regeringen zelfs schriftlich weitengelaten had dat zij de Mennoniten ihr Privilegium, dat een volle Schulvrijheden versichert, ook respectieren zullen. En ook dat zij de Mennoniten voor Banditen beschützen zullen, zoals dat ihre Abgabe weer in de Mennoniten erreicht. Om de Mennoniten besseren Schutz geben zu können, will die federale Regierung dicht bei dem Schrotzweg, die Schrotz von San Antonio über die Manitoba-Kolonie nach Swift-Current darpa han ging. Ich glaube, dort wir dicht bei Rheinland, in paar Baracken, paar Soldatenhäuser, für eine Gruppe Soldaten. Und stahl die da an, die Mennoniten zu beschützen vor den Banditen. Und auch auf der Swift-Current-Kolonie wurden so eine Baracken gebaut für Soldaten. Als de Mexicanische Soldaten nur ein paar Jahre uit deze baraken uittrokken,
dann woonden da binnen ook nog mal arme Mennonitenfamilies für ein Stückchen. En als de Mennoniten eerst wisten dat aan waar daar volle schulvrijheid en betere schutz voor bandieten versproken weer, dan vangen de meeste lied zich in Mexico waar zo langzaam aan te beruhigen. Aber viele Familien bleiben doch noch lang sehr unruhig. Die trüdende Regierung in Mexiko war nicht. Immer weiter trocken einzelne Familien terug nach Kanada. Von Blumenort trok 1936 die Klaas-Heide-Familie terug nach Manitoba. Als Banditen 1934 bij Wilhelm Thysens en zijn Wees aangebroken hadden en nog geschoten hadden, dan trokken zij ook terug naar Manitoba. Bald trok ook de Henry Schallenberg-familie van zijn Wees en nog verschillende andere families uit andere dorpen terug naar Canada. En er waren ook lang immer hier en daar kleine groepen oud-kolonische families die zich verzochten top te stonen en terug naar Canada te trekken. Eine kleine groep oud-kolonieën, 24 personen, trokken al 1931 terug naar Canada. Deze families kwamen eerst naar Manitoba om geld te verdienen en trokken dan 1932 naar de Lacrete-gegend im noordelijke Alberta. Wenige jaren later trokken nog een paar maal kleine groepen oud-kolonische families van Chihuahua, Mexico, naar de Peace River oder Lacrete-gegenden in Alberta, wo al oud-kolonieën van Saskatchewan en Manitoba aangetrokken werden en nog waren ihre eigene Deutsche Schulen hadden. Manch eine von dieser Gruppen wie auch die Hermann-Bahnmann-Familie, die in Mexiko am Dorf Rosenthal in Stur gehört haben. Die Bahnmanns hadden Banditen auch mehrmals angebrochen und viel gestohlen, und da wären trocken sie terug nach Kanada. Die Hermann-Bahnmann-Familie trok nach Fort Vermilion, Alberta. Lang den Peace River im nördlichen Alberta von Carcayo, Bad Lacrete en Fort Vermilion siedelten in den 1930er Jahren, 40er Jahren, so langsam immer noch mehr mennonitische Familien an, die von Mexiko, von Manitoba und besonders von Hague, Saskatchewan kamen. Lacrete ist von der eine große Stadt, und in dieser Stadt, so sagt man, wird noch mehr Plattdeutsch geredet als in Winkler, Manitoba. Und meist alle Lied im nördlichen Alberta sind von unser Lied, von der Old-Kolonie. Ich habe uitgevonden dat ich da viel kleine Vaders und Cousinen habe. Und vielleicht noch viel mehr Third Cousins. Wir können noch viel vertalen von Lacrete, Alberta. Wir tun dort vielleicht later noch mal. Es gibt ein Buch von Lacrete, das heißt A Heritage of Homesteads, Hardships and Hope. Diese Bücher sind lang uitverkauft, aber meine Verwandten haben von mir da eingefangen und mir da zugeschickt. Das Buch ist ein lesenswertes Buch. Nachdem die Mennoniten in Mexiko im Juni 1936 weiter ihre Schulfreiheiten in Fall hatten und die meiste Lied weiter Mautige geworden wären, verbessert sich auch ihre wirtschaftliche Lehre. Käsefabriken entstanden eine nach der andere. Das meint nicht lang, dann kann jeder Bauernfamilie ihre Milch und Kornen an der Dorfskost zu morgens handstellen, von wo die Milchführer die nehmen, ab ihren Wirren und abstalten und nur die Käsefabriken führten. Bald namiddag brachten de Milchführer die Kornen mit Wodig de Bernen terug, stalten die Wada bei jeder Bauer seinen Hack an, und die Lied hadden Wodig für ihre Kalver und Schwein. Jeder mennonitische Bauer in der mennonitische Dorpen krieg nu regelmäßig 2-mal im Monat den sogenannten Milchscheck. Vor viele, sehr viele Jahren haben die meisten Mennonitenfamilien in Mexiko größtenteils mit den Milchverkäufen ihren Lebensunterhalt verdient. Als das so weit wäre, dass alle Lied regelmäßig ein bisschen größere Einnahmen hatten durch den Milchverkäufen, dann wären da aber auch allweiter viele junge Lied, für die kein Land mehr da wird zum Aufformen worden können. Und das wir in dieser Zeit, in den laten 1930er Jahren, als die Gemeinde Erland Süden von Cuauhtémoc, wo nu de Dorpen Weidenfeld, Nummer 28,
Kronskaart Nummer 27 en Silberfeld Nummer 26 cent, met eenmaal ziemlich wo zich alle verkopen kon. En als dit land alle verkauft wird, dan fehlt dat doch noch immer an Meierland. En de Vorsteher versuchten uit te vangen, wo in Mexiko noch passende Siedlungsland te kopen zijn mocht. Sie erfuhren auch bald immer weiter, dass hier und da Grootgrondeigendommer wären, die von ihrem Land große Flächen verkaufen wollen. Vielmal sind Vorsteher und einige andere Männer gefahren, so eine Ländereien zu beseinen. Einige Mal sahen sie so ein Land, was an all gefallen. Sie fangen hier und da so eine Ländereien, wo boven der Regenfall gerade so gut wäre als am Bastillestall in Chihuahua. Aber ehe sie sich vertrüden, mit irgendeinem Grootgrondeigendommer einen Landhandel anzuknappen, und ja sagten sie erst bei den Regierungen, auf das Land frei sein wird von Agraristen. Und bei so einer Untersuchungen fangen die Vorsteher meistens immer weiter, dass die Grootgrondeigendommer Krieg da wären, ihr Land verkaufen wollen, weil Agraristengruppen all bei den Regierungen versuchten, Freiheit zu kriegen, Krieg dort Land für sich annehmen zu dürfen, was die Grootgrondeigendommer den Mennoniten gern verkaufen wollen. Da wären wir dort vor mehrere Jahren immer weiter nicht mit mehr Siedlungsland kaufen. Ich will hier ein bisschen vertalen nu, von was auf einem Kontrakt ist, der zwischen Grootgrondeigendommer und Regierung gemacht worden. Na der Revolution, die von 1910 bis 1920 in Mexiko war, hat die Regierung mit Grootgrondeigendommer für gewisse bestimmte Jahre einen Vertrag oder einen Kontrakt gemacht, der auf eine Seite beschreibt, dass die Regierung den Grootgrondeigendommer dafür beschützen wird, dass die Agraristen an nicht mal gerade so irgendwo Flächenland fortnehmen können, ohne dass sie bei der Regierung vorher rechtmäßig dazu angelegt haben. So ein Kontrakt ging noch weiter zu erneuern, wenn die aufrand. Und wenn da noch keine Agraristengruppe bei der Regierung daran angeholt hat, dass sie dort für sich annehmen können. Aber an der anderen Seite auf diesem Kontrakt, den die Regierung mit Grootgrondeigendommer gemacht hat, wird dort Krieg beschrieben, dass die Grootgrondeigendommer von seinem Land, wenn der Kontrakt aufrand, freiwillig an Agraristen aufgeben wird, wenn in seiner Umgebung erst genug arme Leute wohnen, die dort an Land fehlt, und die bei der Regierung daran anhalten, dass sie an freigeben sollen, ein gewisses Fleck Land für sich anzunehmen. Dit vertelde die gewesene Vorsteher Cornelius de Rempel niemals so, als hij met zijn familie top al in Ontario woont. En dan zei de Rempel, wanneer ik, als we mal dat Santa Rita Land kauften, al gewusst had wat op de Hinterzijde von einem Grootgrondeigendommer seinen Kontrakt mit der Regierung stund, dann würde ich nicht da angearbeitet haben, das Land zu kaufen für den Mennoniten. Lothar noch mal mehr von dem Santa Rita Land kaufen. Am de Grootgrondeigendommer ihrem Land herum woonden meistens auch arme Ejidos oder Agraristenfamilies, denen ihre Jungs dort an Land fehlt, zum auch Kleinfarmer worden. En zo'n vormden dann Gruppen en leerden dan dat de dag kommen soll, wann dem Grootgrondeigendommer zijn Kontrakt mit der Regierung aufrannen soll. Die nehmen sich einen Vertreter an, der sich mit so Sachen verstund, und leiten dich an, bei der Regierung anfragen, ob sie dann, wenn der Tag kommen wird, dass dem Grootgrondeigendommer sein Kontrakt uitrannt und erneuert worden muss, ein gewisses bestimmtes Part von dem sein Land für sich annehmen dürfen. Wenn Grootgrondeigendommer wüssten, dass sie in so eine Lehre sinnen würden, wenn der Tag kommen wird, wo sie ihren Kontrakt mit der Regierung würden erneuern müssen, dann versuchten sie mit ihrer auf Kotentaub Völkern schwind noch vorher so ein Land an Mennoniten zu verkaufen. Zum Glück ist so eine Landverkäufer in ihrer auf Koten dort meistens nicht gelungen. Aber mit dem Santa Rita Land in Chihuahua ist an dort zweimal gelungen. Davon Lothar noch mal mehr. Met de tijd, 1943, besloten de Manitoba-Kolonisten zo'n Land zu kaufen, wat bewässert worden moest. Daarna waren Ejidos nicht so sehr hieran. Sie kauften ein Fleck Land dicht bei Saltillo im Staat Coahuila. Eine ganze Anzahl Familien loaden ihre Sachen, Pferd, Rinder und Vatervieh
in gereedschap en Cuauhtémoc, Chihuahua en vrachtkorn en fuhren von dort am 4. März 1944 mit dem Zug auf und trokken nach Coahuila, Agua Nueva, dicht bei Saltillo. Prediger Franz Levin von Rosengart trok auch mit dahin. Diese Gruppe mennonitische Former fangen auf der sogenannten Saltillo-Siedlung mutig an. De Waterleur wäre nicht tief, sodass die Lied schwind jeder einen Wasserbarm merken können. Das geht nicht lang, was die mennonitische Bürgers von Chihuahua am Stadt Coahuila Getreide, Seiden und Wortes merken. Alles ging schmack ab. Und die Pioniere kickten mit Mut an die Zukunft an. Aber Mut zonk dieper auf nur wenige Werken, als jeder Bürger dort sagt, dass Barmwater viel zu viel Salz an sich hat. Dat schmack abgewone Getreide op Land und dat schmack abgewone Gemüse in Wortes wird nur ein paar Werk ganz heel und starf vor sich auf. Und ich glaube, bijna ein Jahr werden alle Lied teruggetrokken nach Chihuahua, wieder eine Person. Franz Levin starf dort auf der neue mennonitische Ansiedlung bei Saltillo, Coahuila und wird dort begraben. Der Vorsteher zeker nur Siedlungsland für landlose Familien ging von niem los. Aber ditmal fangen sie dort dicht bei Tüß. Im Herbst 1945 kauften die Gemeinden von der Swift-Current-Kolonie und der Manitoba-Kolonie Taub den 48.000 Acker großen Rancho Ojo de la Yegua für 25 Pesos den Acker. Das Land von diesem Rancho wird angemeten, dass es 12 Darpa geben soll. Diese 12 Flächen Land wurden Nummers gegeben von 59 bis 70. Dat Fleck mit dem Nummer 64 wird aber noch eher dort besiedelt wird, so angemeten, dass es 2 Darpa gibt. Darin sind die Darbsnummers 64a und 64b. Die Darbsnummers für diese Darpa wurden, wenn ich das recht beholen habe, von den ersten Siedler in jeder Darp gewählt. Dit Ojo de la Yegua Land liegt angrenzend am nördlichen Port vom Springfeld, Blomstein, Rüdnerweideland, was mennonitische Bürgers all in den Anfangsstadtjahren gekauft haben von der Zuluaga-Familie. Im Norden regt die Zuluaga-Familie ihr Land Kreik, was an dem Ojo de la Yegua Land. Das Land von dem Ojo de la Yegua Rancho liegt auch zwischen 2 Boyketen oder Boyschichten, so aus der Manitoba-Kolonie Bustillos-Tolland. Aber das Ojo de la Yegua Toll ist viel schmaler. Die Westboy und die Ostboy liegen hier viel dichter drauf. Wir brechen hier wieder auf, bis unsere Zeit all wieder aufräumt. Nächstes Mal vertellen wir uns noch mehr von dem Entstehen von der ersten mennonitischen Tochterkolonie, die sogenannte Nordkolonie in Chihuahua. Aber nächstes Mal, ich bin hier dran.